Herr Präsident, Herr Premierminister, mit Ihrer ganzen Regierungsequipe, darunter auch der Finanzminister, die Damen und die Herren, liebe Kollegen. Der Rapport vom wichtigsten Gesetz für das Lützeburger Land als seine Anwohner dürfen zu machen, ist für alle Politiker ein großes Ehre. Es ist eine noble Aufgabe, es ist eine faszinante Aufgabe, es ist eine Aufgabe, die einem Politiker normalerweise nicht einmal in seiner politischen Karriere zufällt. Es ist schon die Aufgabe mit Respekt, aber auch mit grosser Freude angeholt. Dafür sage ich den Kollegen von der Finanzkommission ein grosses Merci, die mich auf Proposition von Marc Spautz als Budgetsrapporteur bestimmt haben und mir damit diese Aufgabe zugedrohen haben. Das Budgetsprojekt wurde dieses Jahr, den 6. März, vom Finanzminister präsentiert und an der Chambre erlöst. Dennoch hatten alle Akteure, die an der Budgetsprozedur involviert sind, nämlich knapp 7 Wochen Zeit, für ihre respektive Avien und Rapporten auszuschaffen. Diesen engen Timing wäre eine Herausforderung für uns alle. Auch für mich als Rapporteur wäre es ein regelrechter Marathon für die Entrevuen mit der sogenannten Force Vive de la Nation an dieser kurzer Zeit zu feiern. Ich habe von Ihnen viel wertvolle Informationen und Ideen mit auf den Weg gekriegt, von denen ich doch viel versucht habe, an meinem schriftlichen und mündlichen Rapport zu verschaffen. An der Tradition von den meisten Budgetsrapporteren vor mir habe ich mir erlaubt, an meinem Budgetsrapport auf verschiedene Punkte mehr im Detail anzugehen. Punkte, die den normalen Kader von einem Budgetsrapport überschreiten. Ich sage den Membern von der Finanzkommission merci, dass sie mir diese Freiheit zugestanden haben. Konkret habe ich mich für allem mit der Konsolidation von der Finanzplatz auseinandergesetzt, genau wie auch mit der Diversifizierung vom Wirtschaftsstandort Lützeburg. Sie sind der Garant für den Wohlstand in diesem Land, den es gilt, für die zukünftigen Generationen aufzusichern. Ich habe mich aber auch mit der Problematik von der Überverschuldung beschäftigt, aber wie ich das umgehen kann. Herr Präsident, das Budget, den ich heute Mittag präsentiere, ist das erste Budget von dieser Legislatur. Für präzis zu sein, dreht es sich um 2 Gesetze. Einerseits das klassische Budgetgesetz und andererseits das Gesetz über den langfristigen Finanzplan bis 2027. Ein Budget, dem Matzen an eine schwere wirtschaftliche Zeit fällt, den aber die Zukunftsgestaltung von unserem Land an der Erhaltung und Verbesserung vom Wohlstand von den Menschen zu Lützeburg fest am Blick hat. Das letzte Jahr war kein gutes Jahr, auch nicht für die Lützeburger Wirtschaft. Der Krieg in der Ukraine, Tensionen auf anderen Plätzen in der Welt, hohe Energiepreise, Lieferkettenprobleme, der Rückgang von der weltweiten Demande, verunsicherte Konsumenten, Rekordinflation und so weiter. Bref, der Mix von all diesen Elementen hat mit sich gebracht, dass Lützeburg seit langem an einer Rezession war. Der Stadtteil rechnet für 2023 mit einem Rückgang vom wirtschaftlichen Wachstum um 1%. So wie die europäischen Regeln das vorgesehen, basiert das Budget immer auf den letzten Prävisionen, die der Stadtteil an aller Unabhängigkeit aufgestellt hat. Für dieses Budget ist es noch die Konjunktur vom Dezember 2023. Was die Inflationsberechnungen angeht, so basieren die auf einem Update vom Februar 2024. Im ersten schlechten Jahr 2023 sieht der Stadtteil für 2024 eine Reprise voraus mit 2% Wirtschaftswachstum. Diese Reprise soll sich an die Jahre 25 bis 27 um 2,8% abpendeln, und das liegt unter der langjährigen Moyenne von 3,2%. Die Dynamik Arbeitsmarkt für 2024 par contre geht auf, mit einem Wachstum von just nach 1,3% gegen 2,1% letztes Jahr. Gleichzeitig soll der Chômage auch abgehen. Ein positiven Trend sieht den auch am Niveau von der Inflation. Durch die Mesure von den verschiedenen Tripartiten soll die Inflation 2024 just noch bei 2,2% liegen,
nur 3,7% am Jahr 23. Generell sollen wir gucken, für positiv nur vier zu gucken, weil weltweit der wirtschaftliche Trend eurem Los aber sicher nur überweist. Die Damen und die Herren, das Budget 2024 analysieren, will ich ein kurz auf den Konto von 2022 angehen. Den honorablen Deputate Franz Fayo wird als ein donnerstagsten Detail erklären. Dem Budget 2022 Exekution war markiert durch die Novelle vom Covid-19 an dem Umfang vom Ukraine-Krieg. Die zwei Elemente haben sich an der wirtschaftlichen Entwicklung von unserem Land niedergeschlagen, mit manner Croissance und mehr höherer Inflation durch die Energiekrise. Nur der Lützebauer Methode haben wir die Konten von 2022 mit einem Defizit von 1,2 Milliarden aufgeschlossen. Zum Zeitpunkt vom Budgetsvote gouf nach mit einem Defizit von knapp 1,49 Milliarden gerechnet. Den Defizit also 291 Millionen mehr niedrig wie vorgesehen. Auch beim Compte prävisionnel für das Budgetexerzice 2023 sind Zahlen besser aus wie gedacht. An meinem Rapport beziehe ich mich auf Zahlen, die mir den 23. Januar an der Finanzkommission präsentiert haben. Laut diesen Zahlen gesagt das Sollprovisor vom Compte 2023 auf den 31. Dezember ohne extraordinäre Operationen ein vierläufigen Defizit von 1 Milliarde für. Das wäre eine Verbesserung von 1,6 Milliarden par rapport zum gestimmten Budget, die von einem Defizit von knapp 2,6 Milliarden ausgegangen wäre. Herr Präsident, kommen wir zum Budget für 2024. Dieses Budget ist anders wie ein normales Budget. Nur den 12. Provisor zählt dieses Budget nämlich nicht mehr für 8 Monate. Dafür ist es auch ein Übergangsbudget. Und aber sind schon echt Akzente von der neuen Regierung dran. So fanden sowohl die Anpassung von der Steuertabelle und die Inflation wie auch das Paket Logement schon ihren Niederschlag an diesem Budget. Bei der Analyse vom Staatsbudget muss ich unterscheiden zwischen erstens dem traditionellen Staatsbudget sowie nur der Regelung vom Kontabilitätsgesetz von 1999 vom Staat abgestellt ist, zweitens das Budget vom Zentralstaat nur den europäischen Normen und drittens das Budget, den den Gesamtstaat betrifft, der heißt den Zentralstaat Gemengen und Sécurité Sociale. An dem Fall schwätzen wir vom Budget von der öffentlichen Verwaltung. Für vom traditionellen Staatsbudget auf das Budget vom Zentralstaat zu kommen, raschen die Ausgaben an die eigenen Recetten von den öffentlichen Etablissementen, de Fondationen, de Staatsservices mit Gestion séparée und de Spezialfonds dabei. So gesehen schließt ein traditionelles Staatsbudget mit einem Defizit von 2,16 Milliarden auf. Das Budget vom Zentralstaat mit einem Defizit von 1,9 Milliarden und das Budget von der Administration publique mit einem Minus von 987 Millionen. Den Defizit vom Zentralstaat ist besonders auf die hohe Progression von den Depensen par rapport zu den Recetten zurückzuführen. Hier ist aber auch herzuheben, dass die Schere zwischen dem Wurzel von den Einnahmen plus 7,1% und dem Wurzel von den Ausgaben plus 7,6% mehr nur zusammenkommt. Niveau von den Depensen fallen auch noch immer die Maßnahmen aus dem Solidaritätspakt respektive dem Energiedisch und Gewicht. Eine andere Erklärung ist, die hohen Investitionen zurückzuführen, die die Regierung für das nächste Jahr vorgesehen hat. Und das am Sinn für unsere Wirtschaft an ungewissen Zeiten weiter zu helfen. Nicht mehr wie 4,4% von unserem PIB geht nächstes Jahr investiert. Das entspricht 1,25% von der Gesamtausgabe vom Staat, also sind 3,7 Milliarden Euro. Die Staatsschuld soll Ende 2024 bei 26% vom PIB liegen,
also op 22,2 Milliarden Euro belaufen. Herr Präsident, sowohl der Staatsrat wie auch Berufskummeren hu ganz interessant erwähnen, sowohl zum klassischen Gesetzesprojekt vom Budget 2024 geschrieben, wie auch zum langfristigen Finanzplan bis 2027. Ich verweise für den Detail auf mein schriftlicher Rapport. Wie ugangs vu ménger Rede gesot, komme ich lo op als Finanzplatz zu schwätzen, der ich an mengem schriftlichen Rapport ein größeres Kapitel gewidmet hun. Iwer das Finanzplatz gëtt an der Regel net viel geschwat. Dabei as als Finanzplatz mat ihren Servicer eng vun den Hauptschlagorderen vun der Lützebauer Wirtschaft. Een vun den Hauptpilieren, wie immer gesot gëtt. Mir hunn net nëmmen eng groß, mir auch ein ganz performant Finanzplatz. Vieles, was wir als hier am Land leisten können, hängt auch von der Gesundheit an der Leistungsfähigkeit von der Finanzplatz auf. Dafür ist der Finanzplatz wichtig für Lützeburg. Sie erwirtschaftet Zentarioren rund ein Viertel von unserem nationalen Reichtum. An andere Wörter, all 4. Euro geht an der Finanzwirtschaft erwirtschaftet. Für allem am Bereich von unseren Steuern ist der Finanzplatz ein grosser Kontributeur. Am Jahr 2023 hat der Finanzplatz 4,7 Milliarden Euro aus Steuern zu Lützeburg bezahlt. 71% von der Kollektivitätssteuer, das sind rund 1,9 Milliarden Euro, gehen an die Betriebe von der Lützeburger Finanzwelt erschafft. Bei der Vermögenssteuer sind es sogar 84%, was rund 922 Millionen ausmischt. Nicht zu vergessen, höchst dreistellige Millionenbeträge Niveau vom Impôt commercial und Niveau vom Impôt retenu sur les revenus de capitaux. Der größte Teil Niveau von der Taxe d'abonnement stammt auch von der Finanzplatz. Am Jahr 2023 fließen so 1,2 Milliarden Euro an den Staatsbeutel. Auch wird der große Teil von der Einkommenssteuer auf der Finanzplatz generiert. Für 2023 sind das 1,3 Milliarden Euro. Cour des Comptes hat sich an ihrem Avis zum Staatsbudget auch mit den Resetten aus dem Finanzsektor beschäftigt. Sie hat also einen ganz interessanten Tableau präsentiert, den Undeel aus dem Finanzsektor auf verschiedene Steuern über die letzten 9 Jahre retassiert. Hieraus geht dafür, dass den Undeel vom Finanzsektor immer weit über 40% lag. Der Finanzplatz ist auch ein wichtiger Akteur Lützeburger Erbesmarché. Das spiegelt sich an den Zahlen herum. Wenn neben dem traditionellen Bankensektor, das Fondsgeschäft, die Assuranzen, die divers Prestataires de Services wie Avocaten, Experts comptables, Reviseuren und andere mit erreichen, da schaffen mehr wie 64.000 Leute heute zu Lützeburg direkt oder indirekt auf unserem Finanzplatz. Das sind 14% von der aktiven Population. Laut der Fondation IDEA generiert ein Erbesplatz auf der Finanzplatz ein weiterer Erbesplatz an einem anderen Sektor von unserer Wirtschaft. Demnach hängen rund 135.000 Erbesplätze direkt respektive indirekt von der Finanzplatz auf. Da sind wir bald bei einem Drittel von der nationalen Beschäftigung. Ich rappelliere erst das Zahlen, weil in Heuerns am öffentlichen Diskurs meint, es geht heute zu Lützeburg auch ohne als Finanzplatz gehen. Wir werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, allein durch die grossen Dependancen, notamment Niveau von den Steuerresetten, auch an den nächsten Jahren auf als Finanzplatz angewiesen sind. Grund genug also, für sich ein bisschen mit ihr zu befassen, für zu gucken, wie ihn sie konsolidieren und weiterentwickeln kann. Das bedeutet aber nicht, dass die nicht weiter auf Diversifikation von unserer Wirtschaft setzen, für auch die Unabhängigkeit von dieser Finanzplatz zu reduzieren. Dafür habe ich mich auch mit diesem Thema beschäftigt, erweisen dünner am enger Rede ein paar Krenoen
op e paar Krenoen an der Wirtschaftspolitik hin, wo ich für das Land neue Opportunitäten gesehen, die ihr kennt an Zukunft ugoen. Der Finanzplatz ist heute mehr breit abgestaltet wie nach 24 Jahren. So ist Lützebauer Finanzplatz am Moment der weltweite Leader an den nachhaltigen Finanzen. Auf der Börse sind 1900 aktiv durable abgelöscht, als hun de größte Marktanteil an Sachen geringe Obligationen. Die Expertise an diesem Bereich hat dazu gefordert, dass sowohl den FMI wie auch die Weltbank dezidiert haben, hier geringe Obligationen zu Lützeburg zu kotieren. Das ist eine Unerkennung für die geleisten Erbicht an dem Bereich, auch gut für den Image von unserer Bankplatz. Durch die neuen Digitaltechnologien haben sich neue Sorten von alternative Fonds entwickelt, wie zum Beispiel Aktiv Numerik oder Aktiv Numerär. Wir müssen gucken, diese Fonds heute zu Lützeburg in adäquate rechtliche Kader anzubieten, für uns so an einer Position vom First Mover zu setzen, so wie das an den 90er Jahren gelungen ist beim Aufbau von der Fondsindustrie. Für die Neufonds, aber auch die Kompetitivität von der Finanzplatz am Allgemeinen, spielt Steuerlast eine gewisse Rolle. Dafür ist zu begrüßen, dass die Regierung am Gange ist zu analysieren für die Taxe d'Abonnement auf aktiv gerierten ETF-Fonds, die an nachhaltig wirtschaftliche Aktivitäten investieren, aufzusetzen. Auch neue Finanzierungsformen wie Blended Finance, dass sie gemischten öffentlich-privat-Investissementen, die eine wichtige Rolle an der nachhaltigen energetischen Transition spielen, sollen enkadriert und gefördert gehen. Ein zweiter Credo, den auf der Finanzplatz soll weiterentwickelt gehen, ist der Bereich von der Fintech, respektive die künstliche Intelligenz. Lützeburg ist an diesem Bereich Hauptchance mit dem Luxembourg House of Financial Technology gut aufgestellt, auch regruppiert all die Akteure, die am Fintech-Bereich unterwegs sind. Das Plattform kümmert sich auch aktiv am Ausland um diese Entreprisen, für das sie auf Lützeburg sich installieren kommen, für von hier aus europäische Marché aktiv zu gehen. So proposieren heute schon viele Societäten, für allem Start-ups, neue innovante Finanzprodukte und Services, die auf den neuen digitalen Technologien beruhen, wie der Blockchain. Diese Services und Produkte werden no an no den traditionellen Bankoperationen an der Weise für zu schaffen auflösen. Durch die künstliche Intelligenz tun sich an diesem Bereich ganz neue Opportunitäten für die Akteure aus dem Finanzsektor ab. So zum Beispiel Niveau von der Finanzanalysen, der Berechnung von Finanzmodellen, der Stelle von ciblierten Produkten für Klienten und so weiter. Dem nur neue Möglichkeiten, die weit über einfach Produktivitätszugewinner oder administrativ Kostenreduktionen herausgehen. In dem Sinn müssen wir für den Development von den Fintechen neue Geschäftsmodelle entwickeln. Der weiß, wie ihn und den Klienten rückkommt, muss angepasst gehen, genau wie das Marketing und Gestion vom Personal. Darunter fällt auch Diskussion über die Arbeitszeitorganisation. Dafür ist zu begrüßen, dass die Regierung diese Umwälzungen an der Finanzwelt will begleiten und unterstützen. Ein anderer Punkt, den eine Menge Gespräche über Start-ups und Entreprisen aus dem Fintech-Bereich immer auf Tapet kommen, ist der vom Venture-Kapital, also dem Kapitalrisk. Wir sind gut aufgestellt, wenn die Betriebe sich bei uns implementieren. Wenn sie aber bis aufhängen wollen, richtig groß zu gehen, dann haben sie Probleme auf unserem Marché, das nötige Risikokapital zu finden. Auf dem Punkt sind wir nicht konkurrenzfähig par rapport zu anderen Ländern. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir als Finanzplatz für diese Sort von Investisseuren mehr attraktiv gestalten können. Herr Präsident, für das es die neue Digitalrevolution zu Lützeburg gelingt, müssen wir auf spezialisiert Fachpersonal zurückgreifen. Gerade wie in anderen Bereichen von unserer Wirtschaft gibt es das Leute nicht so genügend hier im Land. Dafür muss Personal,
wat haut op der Finanzplatz schafft, sowohl für die neuen technologischen Voraussetzungen sowie auch für die zukünftigen Reglementationen und Gesetze fit gemacht, reorientiert und formiert gehen. Dafür ist auch zu begrüßen, dass auf der Uni Lützeburg Doffer aus spezialisierten Hochschuldiploma am Bereich von der Finanzberufe ausgebaut wird. Es ist aber gewusst, dass so eine Politik recht an ein paar Jahren hier Früchten dreht. Dafür ist es unumgänglich, dass wir uns in der Zwischenzeit müssen bemühen, für Start-upen mit den gesichten Profilen und Talenten auf Lützeburg zu locken. Ohne sie wird es nicht gelingen, mittel- und langfristig ein Ökosystem von der Fintechen zu Lützeburg zu implementieren. Qualifiziert Personal zu finden, ist aber nicht nur ein Problem für den Fintech-Sektor. Laut der ABBL goufen am Jahr 2022 rund 5000 Plätze, die zu Lützeburg nicht konnten, besetzt gehen. Mit diesen Talenten kommen mit Sicherheit nicht auf Lützeburg, wenn es aus dem schönen Wetter, was wir sowieso hier überhaupt nicht tun. Wir begrüßen, dass die Regierung dezidiert hat, aktiv das Talent zu bewerben. So soll unter dem Lied vom Wirtschaftsminister ein Haut-Komitee à l'attraction, la rétention et le développement de talents angesagt gehen, den sich diesem Challenge unhält, und wo alle Akteure aus dem Sektor mit angebunden sind. Talent Attraction ist halt Stichwort. Aber Promotion am Ausland allein geht nicht durch. Wir müssen auch über unsere steuerliche Kader nachdenken. Es gilt, den mehr attraktiv zu gestalten. Dazu gehört sicherlich ein Bass von der Kollektivitätssteuer, aber auch das Absetzen von einem Exportregime oder spezifisch Regime für Primpartizipativen. Ein anderer Punkt, der nicht unwesentlich ist die Steuerklasse 1. Es ist bekannt, dass viele Talente, die bei uns auf Lützeburg kommen, Zelibatäre sind. Laut der OECD ist der Taux moyen Impôt sur le Revenu zu Lützeburg weit über der OECD-Moyenne, und wir liegen auch mehr hoch wie die großen europäischen Länder, respektive unsere nopischen Länder, mit Ausnahme von der Belgien. Auf dem Punkt sind wir nicht attraktiv par rapport zu unseren direkten Konkurrenten. Neben diesen steuerlichen Maßnahmen müssen aber auch andere Rahmenbedingungen passen, für dass wir neue Start-upen, Talente und noch Decideuren zu Lützeburg können begrüßen und fidelisieren. Dazu gehört vor allem die Schaffung von abordablem Wohnraum, sowie die Offer an den Bau von schulischen Infrastrukturen für diese Leute hier können. Dazu gehört auch adäquat offeren kulturellen und sportlichen Plan. Und Sicherheit ist auch ein wichtiger Faktor, den nicht zu unterschätzen ist. Dafür ist es wichtig und richtig, dass die Regierung die Investitionen in all diese Bereiche und darüber hinaus weiterhin hoch hält. Die ganz digitale Transformation auf der Finanzplatz gehört nun mal nicht zum Nulltarif. Es bedeutet für die Unternehmen hohe Investitionen an Formation, an Personal und an die Infrastrukturen. Herr Präsident, ein grosses Défi wird auch das Problem von der Cyberkriminalität gehen. Daten sind Gold von der Zukunft, und die müssen mehr wie je gesichert gehen. Diese Feststellung gilt nicht nur für den Finanzsektor, sondern allgemein für die ganze Wirtschaft und auch für den Staat. Die rezenten Attacken auf staatliche Serveren wären ein Avant-Goût von dem, was das in Zukunft könnte werden. Aber es gilt aber vor allem für den Finanzsektor, wo es ganz viel sensible Daten gibt. Die Unternehmen am Finanzbereich müssen sich gegen die Menace von Cyberattacken wehren können. Dafür sind Investimente an Cybersicherheit unerlässlich, und der Staat soll sie an ihren Bemühungen unterstützen. An dieser Optik geht unter anderem die Rolle und das Funktionament vom Haut-Komitee de la Place Financière gestärkt, der eine neue Strategie für den Finanzplatz soll ausschaffen.
Herr Präsident, für das die digitale Revolution mit Success auf der Lützeburger Finanzplatz kann durchgeführt gehen, müssen die richtig Weichen an Entscheidungen getroffen gehen. Es schon an den letzten Minuten ein paar Bereiche abgezeichnet, wo muss gehandelt gehen. Es ging dann noch mehr. Und dafür verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Durch Gespräche mit vielen Organisationen aus dem Finanzsektor, denen hier Doléanzen ich genau gelauscht habe, sind ich der Überzeugung, dass folgende Punkte prioritär sind für die Konsolidation und Diversifizierung von der Finanzplatz zu assurieren und so weiterhin kompetitiv können zu bleiben. Erstens, Abstellen von einer attraktiver Reglementation und Gesetzgebung für innovative Fintech-Aktivitäten an die künstliche Intelligenz zu Lützeburg zu implementieren. Zweitens, Lützeburg als the place to be von den nachhaltigen Finanzen promovieren. Drittens, ausländische Talente an Decideuren auf Lützeburg umziehen und fidelisieren durch gezielte steuerliche Anreize und Sicherstellungen von attraktiven Rahmenbedingungen und Lebenskonditionen. Viertens, Lützeburg attraktiv für Venture-Kapital machen, für das Start-upen und Entreprisen am Fintech-Bereich richtig durchstarten können. Fünftens, die Investimente an Cybersicherheit aufsetzen. Und sechstens, Zusammenarbeit an der Recherche durch der Uni Lützeburg an dem Finanzsektor verbessern und neu spezialisiert Hochschuldiploma am Bereich von den Finanzen anbieten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist also ganz klar, dass der Finanzsektor ein von unseren Standbeinen ist. Es ist auch klar, dass der Finanzsektor wichtig für die Lützeburger Staatsfinanzen ist. Aber Lützeburg ist aber mehr wie just der Finanzsektor. Wir wissen, dass 3/4 von unserer Wirtschaftsleistung irgendwo anders produziert gehen wie auf der Finanzplatz. Und genau das dürfen wir nicht vergessen. Dafür ist es wichtig, für als Wirtschaft zu diversifizieren und neue Bereiche zu sichern, an denen wir einen Mehrwert an Erbischt für Land und Leute schaffen. Viele Regierungen haben sich mit diesem Challenge an den letzten Jahrzehnten beschäftigt. An meinem Rapport habe ich nicht den Anspruch, eine Wunderlösung zu präsentieren. Vielmehr will ich verschiedene Pisten abzeichnen, von denen ich der Meinung bin, dass sie da wert sind, weiter analysiert zu gehen. Aus diesen Pisten gehen dann auch ein paar die Rekommendationen auf hier, wie sie eventuell erreichen können. Verschiedene Ideen überschneiden sich mit denen für den Finanzsektor, wie zum Beispiel Ideen am Bereich von der Digitalisation und von den neuen Technologien der künstlichen Intelligenz. Aus Zeitgründen verweise ich auch hier auf meinen schriftlichen Rapport. Eine Gemeinsamkeit haben aber diese Pisten alle Guten. Sie beruhen auf Technologie und auf als Fähigkeit, genug Talente auszubilden und aus dem Ausland umzuziehen. Sie brauchen noch all einen starken Finanzplatz für die Investitionen, die nötig sind, zu stemmen und nach Lützeburg zu kanalisieren. Für mich hat unser Land Potenzial, ein Hub für künstliche Intelligenz und Machine Learning zu gehen. Die künstliche Intelligenz ist am Gange, als Welt an einem rasanten Tempo zu verändern. Als Alltag, als Erbischt, als Schule. Und als Land gäbe mir gut daran, diesen Zug nicht zu verpassen. Die vierige Regierung hat 2019 eine echte Strategie für KI auf den Tisch gelöst. Die neue Regierung hat an ihrem Programm stehen, das weiterzuführen und auszubauen. Am Mengen an ist das enorm wichtig und das müsste carrément eine Priorität sein. Mit Satisfaktion habe ich zur Kenntnis geholt, dass als Regierung ein Letter of Intent mit der kalifornischen Start-up Pony AI unterschrieben hat, für das auf Lützeburg zu lotsen. Wir sollten als Wirtschaftsbeziehungen noch draußen nutzen, für weitere Firmen aus dem Bereich umzuziehen, für das das Land ein KI-Laboratoire kann gehen und das an Zusammenarbeit mit der öffentlichen Recherche an der Uni. Wir haben ein Ökosystem, auch mit der Industrie an ihren Technologien, die einen fruchtbaren Nährboden für KI durchstellen. Wenn wir ein Centre d'Excellence
für KI an neue Technologien wollen gehen, da brauchen wir neben Telecap auch eine ganz performante Rechenkapazität als Stockage für Données. A puncto Datenzentren an High-Performance Computing ist an unserem Land schon ganz viel geschieht. Wir haben ein gutes Netzwerk von gesicherten Datenzentren mit Meluxina, von den performantesten High-Performance-Computer aus Europa. Das ist ein Teil vom europäischen Netzwerk EuroHPC, also High-Performance Computing, das sein administrativer Sitz heute zu Lützeburg hat. Auch Duni hat einen High-Performance-Computer. Die richtigen Bausteine sind also en place, für aus unserem Land eine Technologie abzumachen. Für uns aber definitiv zu belehren, bräuchten wir nach einem Datencenter von Format, sozusagen ein Datencenter von Google, für uns Visibilität und Kredibilität am Ausland weiter auszubauen. Die letzten Nachrichten über Google wären ja positiv und ich hoffe, dass die Regierung hat erfolgt, wo die Vierrecht versucht hat. Wenn wir wollen ein Hub für Daten, Superrechner und KI gehen, da kommen wir nicht allein auch ein Hub für Cybersicherheit zu gehen. Cyberkriminalität ist eine Bedrohung für Privatpersonen, Firmen und für das Land am Allgemeinen. Als Land müssen wir uns dagegen verteidigen. Und die rezente Cyberattacke auf die Server von der Regierung hat bewiesen, dass das Gefahr real ist. Feindliche Akteure, die oft am Auftrag von anderen Ländern agieren, sind eine Realität, und da müssen wir besser gehen an der Cybersicherheit. Auch da gibt es schon viel Arbeit gelegt mit dem House of Cybersecurity, und die Regierung will auch da weiter agieren, auch für Klein- und Mittelbetriebe besser zu sensibilisieren und zu schützen. Als Finanzplatz und als Datenzentren brauchen eine Weltklasse-Cybersicherheit. Das kann und soll auch ein Teil von unseren Defense-Ausgaben gehen. Mit darauf kommen wir später zurück. Hochtechnologie und performantsichere Netzwerke sind der beste Nährboden für einen grossen Sprung an der intelligenten Mobilität zu machen. Wir haben ein Netzwerk von Betrieben, die schon an der autonomen Mobilität tätig sind und an der Großregion testen. Mit der Firma Leiten, die sich engagiert hat, nach Lützeburg zu kommen, wird das Netzwerk noch verstärkt. Mit der richtigen Kombination zwischen Technologie und Nachhaltigkeit können wir einen Hub von der intelligenten und nachhaltigen Mobilität vorgehen. Und als Finanzplatz kann helfen, Investoren und Firmen anzuziehen. Ich denke, wir sollten diesen Schritt gehen. Eine neue Nische, die es auch dank der CSV schon mehr lang an der Ökonomie gibt, als die vom S-Bahn. Auch da sind ich der Meinung, dass wir die weiter ausbauen mit den Firmen, die hier sind, aber auch mit neuen Firmen von außen. An meinem schriftlichen Rapport sind ich darauf eingegangen, was wir hier haben, an denen die meisten Leute sind SES oder die Luxembourg Space Agency ein Begriff. An meinem mündlichen Rapport will ich darauf eingehen, wo die Reise gehen. Als Regierung hat sich dazu engagiert, den Weltraumsektor weiter zu unterstützen durch eine ambitiöse Investitionspolitik. Auch sollen die Technologien andere Sektoren von der Wirtschaft zugutekommen, wie zum Beispiel der Finanzplatz. Lützeburg investiert an Programme von der ESA und von der EU. Da will ich das Programm IRIS-2 aufheben, die von 2023 bis 2027 geht, mit einer Envelope von 2,4 Milliarden Euro. Es geht darum, ein europäisches System für gesicherte Kommunikation via Satellit auf die Beine zu stellen. Lützeburg soll hier eine Schlüsselrolle spielen und ob manst in Teil von den 170 Satelliten auf niedrigem Orbit soll von der SES betrieben gehen. Als Land gäbe sich auch gut als Bodenstation machen, mit den Datenzentren und den Kapazitäten, die schon hier sind. Mit der Vielzahl von Satelliten, die mittlerweile am Weltall fliegen, brauchen wir auch ein besseres Regelwerk für das Space Traffic Management.
Und auch da will die Regierung Pioniererbecht leisten an ein Gesetz für die Gestion vom Trafik der Uwe schaffen. Kapazitäten, die wir hier haben, erlauben es auch, an andere Bereiche, wie zum Beispiel den Drohnen, aktiv zu gehen. Wenn wir die nötigen Mittel heute zu Lützeburg schon zu steuern, könnt ihr sich ja überlegen, ob ihr sie nicht auch hier bauen könnt. Dabei will ich rappellieren, dass Drohnen eine Vielzahl von Applikationen haben, sowohl zivil wie militärisch. Sie sind genauso ein Hilfsmittel für unsere Landwirtschaft, an unseren Weinbau oder unseren Kampf gegen den Klimawandel, wie für unsere Armee. Der Krieg an der Ukraine hat uns all für uns angefordert, wie wichtig es ist, an unsere Verteidigung zu investieren, an unser Engagement vis-à-vis von unseren Bündnispartnern an der EU und an der NATO zu respektieren. Die Regierung hat sich engagiert, 1% vom PIB bis 2021 an Défense zu investieren, und mittelfristig auf 2% vom RNB herabzugehen. Konkret schwätzen wir von 1 Milliarde mehr Ausgaben. Das ist ein grosser und ein wichtiger Sprung. Wir sehen das als eine Opportunität, Défense und Diversifizierung zu verbinden. Wir wollen, dass diese Ausgaben unserer Wirtschaft, unserem Land etwas bringen. Wir wollen über diese Ausgaben Wachstum an Arbeitsplätze schaffen, an dem wir uns auf unsere Stärke konzentrieren. Das sind eine Reihe Pisten, wie wir das könnte fertig bringen. Einerseits können wir als Infrastruktur verbessern, die Modernisierung vom Herrenberg ist gestimmt, der Blästal an der Waldhaft kommen gleich noch, und das ist richtig und gut, dass das Projekt prioritär behandelt gehen. Auch der Findel soll permanent Niveau gehalten gehen, weil dank seiner langer Landepiste, also seiner NATO-Pipeline, spielt eine wichtige Rolle an der Infrastruktur von der NATO an Europa. Ich will auch auf dieser Platz noch einmal auf die Idee vom Militärspital zurückkommen, die schon seit 2015 zirkuliert. Ein Militärspital wird nicht nur ein wichtiger Beitrag von unserem Land für die NATO, aber auch für das Gesundheitssystem von unserem Land, wenn wir es fertigbringen, mit der Forschung am Gesundheitsbereich zu kombinieren. Auf dieser Platz ist es auch wichtig, den Lien zu machen zur Cybersicherheit, die für mich eine Schlüsselrolle an der Verteidigung von unserem Land spielt. Kommen wir bündeln die Kräfte, Infrastrukturen und Akteuren, die schon hier sind, und entwickeln performant Cyber-Aufsichtssysteme und gesicherte Kommunikationstechnologien. Als Expertise ist da ein grosser Mehrwert für die NATO, und gibt es eine internationale Visibilität und Kredibilität. Zu diesen Technologien gehört auch der Weltraum. Mit GovSat für Telekommunikation und Luxeosis für Bilder haben wir 2 Satelliten. Den einen ist seit 2018 operationell und den anderen soll das Jahr in Betrieb geholt gehen. Des Weiteren haben wir mit der SES einen Akteur, der ganz weit ist an der Kommunikation über Satellit. Und das SES wird auch eine Entität an den USA gegründet, für mit dem amerikanischen Verteidigungssektor zusammenzuarbeiten. Als Aktionär von der SES soll die Lützeburger Stadt das Expertise anzappen. Investissementen an Technologie, an Défense mobilisieren immens viel Kapital. Wir schwätzen hier von Milliardenbeträgen. Dafür brauchen wir viele Seiten. Geht mal Lied. Entschuldigt, das ist mal
peinlich. Voilà. Ich will den letzten Abschnitt noch einkehren, wo ich am Gang war, dass man Milliardenbeträge brauchen für Investissementen an Technologie an Défense zu mobilisieren. Ein von den Stichwörtern, was ich da bringen will, das ist der Future Fund, den wir zusammen mit dem Europäischen Investitionsfonds auf die Beine gesetzt haben. Ein anderes Stichwort ist Blended Finance, eine Form von privater Public Partnership, die wir heute schon benutzen, für ein nachhaltiges Projekt zu investieren. Wir denken, es wäre gut, die diversen Initiativen, die es schon gibt, an eine nationale Agence für die digitale Transition zusammenzuschließen und als Kräfte da besser zu bündeln und zu koordinieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind ein paar Punkte, die ich heute Mittag mit dir stellen wollte. Am Resümee stelle ich fest, dass wir die richtigen Akteure, die richtige Infrastruktur, die richtigen Betriebe, kurz gesagt ein Ökosystem en place haben, für als Wirtschaft über den Weg von der Technologie zu diversifizieren. Der Kern ist da, muss schon noch ausgebaut gehen. Wir brauchen noch mehr Betriebe und auch mehr Leute, für uns weiterzuentwickeln. Darum schafft es Regierung mit Notdruck und das ist auch gut so. Herr Präsident, ich will meinen mündlichen Rapport nicht aufschließen, ohne nach ein Sujet anzugehen, das mir besonders um Herz liegt. Es geht um die Verschuldung von der Lützebauer Stadt. Das ist also ein Sujet, das leider an der öffentlichen Diskussion tabu ist. Für die betroffenen Leute ist es aber ein Drama. Armut trägt an die Verschuldung, möchte Leute ehren. Wie tabu das ein Thema ist, das merkt ihr schon, wenn ihr Statistiken von der Überverschuldung seht, weil es finden sie nämlich nicht so einfach. Interessanterweise möchte als Lützebauer Zentralbank verschiedene Etüden über die Verschuldung von der Stadt. Diese Etüden basieren auf Umfragen, die sie zusammen mit dem LISER möchte. An den Resultaten gesehen, dass die Verschuldung par rapport zum Revenu disponibel von 75% am Jahr 96 auf 175% am Jahr 2020 geklommen ist. Den Teil vom Prähypothekär an der Verschuldung von der Stadt ist von 57% an den 90er Jahren auf 81% am Jahr 2020 geworden. Die Erklärung hiervon sind die hohen Immobilienpreise. Des Weiteren haben 35% der Leute zu Lützeburg ein Prêt à la Consommation. Und das ist meistens für ein Auto zu kaufen. Laut dem rezenten Rapport annuell 2023 vom Familienministerium gibt aktuell heute zu Lützeburg 730 Dossiers wegen Überverschuldung. An einem ganz interessanten Gespräch mit der Ligue Médico-Social sind wir mehr gewogen über die Verschuldung von der Stadt und auch, was eventuell kann dagegen gemäht gehen. Eine von den Hauptpisten ist die Education financière, und das schon an der Grundschule, respektive am Lycée. Laut der CSSF an der Fondation ABBL haben knapp das von der Lützebauer Einwohner solid Basiswissen am Finanzbereich. Hier ist noch viel zu machen. An d'Education financière mis an Eisen an eng obligatorisch Platz an de Schulprogramme hunn. Wir haben uns aber auch mit der Idee von einer Centrale de Crédit nom belsche Modell auseinandergesetzt. Hier müssen alle Präen, die ein belsche Resident hat, bei dieser Kreditzentrale gemeldet und enregistriert gehen. Für Lützeburg könnte es eine Idee sein, natürlich mit den nötigen Anpassungen und Lützebauer Gesetzgebung. Ich denke da an den Datenschutz und an die Lützebauer Bankgeheimnis, die nicht dürfen auf Frage gestellt gehen. Herr Präsident, ich will abschließend nach einer ganz Partie Merci lassen. Für die Members von der Finanzkommission ein grosses Merci für ihre Disponibilität und ihr aktiv Zusammenarbeit an dieser Zeit. Merci so will ich auch dem Finanzminister und seiner Equipe für die gute Zusammenarbeit. Auch ein grosses Merci den verschiedenen Direktionen von der Steuerverwaltung, dem Enregistrement der Douane,
dem Conseil national des Finances publiques, dem Stadtec, der Cour des Comptes, der Direktion von der Zentralbank, an natürlich all unsere Berufschambren, ohne den hier fundiert erwiesen, auch dieser Rapport nicht an dieser Form hat könnten aufgeschlossen gehen. Sie haben aber bereits gewiesen, dass sie auch an einem begrenzten Zeitraum ein exzellent Erbisch kann machen. Ich verweise an diesem Kontext auf die hohe Qualität von ihren Avien, wo ganz viele Facetten von unserer Politik belicht und analysiert wurden, und von denen viele Elemente an mein Rapport geflossen sind. Der Budgetsrapport ist auch ein Erbisch, den der Budgetsrapporter nicht allein mischt. Dafür braucht er die Unterstützung von vielen Leuten. Ich will dann auch heute von der Gelegenheit profitieren, an Ihnen alle Guten einen großen und aufrichtigen Merci ausdrücken. Angefangen bei meiner Familie daheim, für hier verstehst du mich, dass ich die letzten Wochen nicht immer so disponibel war wie gewinnt. Auch eine große Merci und Sekretärin von der Kommission, Madame Caroline Gesenek, die schon mehr wie 20 Jahre lang alle Budgetsrapporter unterstützt. Aber auch Merci und Madame Christelle Sousa und Herr Dan Schmidt. Dann will ich auch noch den Maderbechter aus der CSV-Fraktion Merci sagen, und du willst da zwei besonders aufheben. Für uns fängt der Marc Reiter als Sekretär parlamentär adjoint, die schon lange am parlamentarischen Geschäft dabei ist, und für den am Gegensatz zu mir nicht sein erster Budgetsrapport wäre. An den Henri Werner als Mann für Wirtschaft und Finanzplatz. Mit ihrem Wissen und ihrer wertvollen Erbicht haben sie viel zum Gelingen von diesem Rapport beigetragen. Ein grosses Merci gilt auch dafür Ihnen zwei. Und abschließend wünsche ich euch alle gute Merci für die Nullaussтрöm.